Sommerferienzeit ist traditionellerweise ja Reisezeit. Ich gehe davon aus, dass einige von euch die letzten Wochen auch an einem anderen Ort als die Hause verbracht haben. Und so Reisen haben üblicherweise auch verschiedene Etappen. Ganz besonders, wenn man mit Kind unterwegs ist. Und alles, was ich im Folgenden sage, ist frei erfunden und hat keinerlei Bezug zu irgendwelchen lebenden Personen. Aber meistens fängt es ja an, wenn man so durch am Stöbern ist, sich überlegt, wo man hingeht und sich dann entscheidet mit so einer riesigen Vorfreude. Und man kann es kaum erwarten. Man freut sich schon, man malt sich so aus, wie man dann dort am Strand wird liegen und den Drink in der Hand wird haben und alles wird friedlich und lässig sein. Und es kribbelt so in einem rein bis zu dem einen Moment, wo man dann packen muss. Und packen ist bei uns schon die erste Zerreissprobe. Schon der erste Moment, wo das ganze Projekt Ferien das erste Mal könnte Bach abgehen, weil unterschiedliche Leute in der Familie unterschiedlich mit Packen umgehen. Die einen nehmen das relativ locker. Ja, das kommt schon gut, ich kann dann schon alles. Ich will jetzt zuerst noch etwas anderes machen. Natürlich meistens fehlt dann dort irgendetwas. Wiederum andere nehmen es sehr, sehr genau, alles viermal kontrollieren, haben wir wirklich alles dabei und du kannst darauf Gift nehmen, dass wenn dann im Auto rein alles verstaut ist und du losgefahren bist, dass sicher etwas in den Sinn kommt, was du vergessen hast, oder? Einmal 5 Minuten unterwegs im Auto, ich muss aufs WC. Denke so, mein Gott, ist das überhaupt möglich? Kann man seine Blase nicht leeren, bevor man ins Auto einsteigt? Ist doch nicht so schwierig, oder? Wieder 5 Minuten später, du, wie lange geht's noch? 9 Stunden, 13 Minuten und 52 Sekunden. Ungefähr. Oder vielleicht halt auch nicht. Meistens der Moment, wo ich dann das erste Mal ein bisschen Valium brauche, oder? Und dann kommst du an dem Ort. Ja, hast du es schon ein bisschen anders vorgestellt, oder? Der Pool hätte ein bisschen grösser können sein. Es gibt leider nur 4 verschiedene Sorten Eier am Morgen, aber was soll's. Ferien sind sehr, sehr unterschiedlich. Das gehört zum Leben dazu. Verschiedene Emotionen, verschiedene Phasen, verschiedene Gefühle, die sich mischen mit dem Thema Reisen. Heute hören wir von 2 Männern, die auch unterwegs sind auf einer Reise, und zwar von Jerusalem nach Emmaus. Etwa 11 Kilometer Weg, die sie hatten, 2 Jünger. Und die ganze Geschichte findet statt, nur ganz kurz nachdem Jesus gekreuzigt worden ist. Wir schauen gerade, wie das ungefähr so etwa hätte zu und her gehen. Am selben Tag gingen 2 Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. 2 Jünger auf dem Heimweg, nach wahrscheinlich mehreren Monaten, vielleicht sogar mehreren Jahren Abenteuer, nach einer Zeit voll von Hoffnungen, voll von Erwartungen. Aber so fröhlich ist es leider in dem Moment nicht. Wir lesen, dass Trauer dort drin war, Enttäuschung, Unverständnis, Fragen. Und die 2 sind ihren eigenen Gedanken irgendwie nachgehangen. Ist nicht gerade so eine lässige Etappe von dem Abenteuer, mit Jesus unterwegs zu sein. Und sie sind so in ihren Gedanken versunken, dass sie selber nicht einmal merken, dass Jesus sich zu ihnen dazugestellt, der Auferstandene, der, den sie eigentlich so gut kennen, der, wo sie im Moment sich ja Gedanken darüber machen, aber ihrem Blick ist so hängen geblieben auf diesen Enttäuschungen, auf diesen Fragen, auf diesen Zweifeln, die sie haben, dass ihnen gar nicht bewusst ist, wer da zu ihnen kommt. Und so kann die Straße nach Emmaus, die Reise nach Emmaus, wie ein Bild sein für eine Gruppe von Menschen, und ich glaube, gibt es auch, wo da reinhockt. Vielleicht ist das nicht immer Teil von unserer Reise, aber ich weiss aus meinem eigenen Leben, dass es immer wieder so Abschnitte gibt. Abschnitte, wo man Fragen, Unsicherheiten, Zweifel, Enttäuschungen und so weiter in Bezug auf den Glauben hat. Auch wenn das unangenehme Zeiten sind, gehören sie zum Leben als Christ mit dazu.
Man kann aus ganz unterschiedlichen Gründen unterwegs sein, auf dieser Straße Richtung Emmaus. Gewisse Menschen fühlen sich vielleicht Jesus fern und sind darum unterwegs auf Emmaus. Prozessieren darum gewisse Gedanken und Fragen über den Glauben. Menschen, die vielleicht Jesus noch gar nicht so richtig kennengelernt haben, oder Menschen, die ihn zwar kennengelernt haben, ihn aber weit weg von sich empfinden. Wieder andere sind Jesus skeptisch. Haben etwas gehört von ihm. Haben vielleicht eigene Erlebnisse gemacht, aber sie können sich nicht wirklich so einen Reim aus dieser ganzen Sache mit dem Glauben machen. Sie sind unsicher. Lohnt sich das wirklich? Wollte ich das überhaupt? Was für Konsequenzen hätte das für mein Leben? Innerlich distanziert, innerlich ein bisschen auf der Warteposition. Man weiß nicht so genau, auf was man sich da einlassen soll. Wieder andere sind vielleicht Jesus gelangweilt. Hat vielleicht spannende Etappen gegeben. Vielleicht hat es einen Moment gegeben, wo der Glaube so richtig eingefahren ist in deinem Leben, wo Wunder passiert sind, aber mittlerweile kennst du ein bisschen alles, bist überall schon mal vorbeigekommen und denkst so ein bisschen, naja, ich weiss jetzt auch nicht. Irgendwie nichts Neues unter der Sonne. Wieder andere sind vielleicht Jesus irritiert. Sind vielleicht auch an einem Punkt, wo sie sagen, hey, aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe schon gedacht, das geht vielleicht ein bisschen mehr so oder so mit dem Glauben. Vielleicht auch ein bisschen irritiert von all diesen Ansprüchen, die sie meinen, die plötzlich mit dem Glauben mitschwingen. Wieder andere Menschen sind Jesus enttäuscht. Sind vielleicht an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagen, hey, ganz ehrlich, das ist nicht ganz das, was ich eigentlich will. Vielleicht sogar an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagen, hey, ich habe so viel da drin investiert. Ich habe wirklich alles probiert, ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht und alles gemacht. Aber es hat irgendwie gleich nicht funktioniert. Andere Menschen sind aus anderen Gründen unterwegs auf dieser Straße Richtung Emmaus. Ich persönlich kenne so Phasen auch aus meinem eigenen Leben. Sie verunsichern, sie beschäftigen und manchmal machen sie einem sogar Angst. Und sie passen irgendwie gar nicht so gut in das Bild von einem fröhlich, frommen Christenleben, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht geht es so, wie es mir gegangen ist. Ich denke dann so, ja, wenn du mal mit dem Jesus klar schief gemacht hast, dann kommt dann einfach alles gut im Leben. Easy, oder? Dann hast du so ein bisschen das Ticket zur ewigen Glückseligkeit auf sicher. Dann ist das hinter dir. Leider nein. Zweifel bleiben, Fragen bleiben, Unsicherheiten bleiben. Und wenn wir die Geschichte von dieser Reise nach Emmaus anschauen, gibt es verschiedene Etappen, verschiedene Emotionen, verschiedene Punkte, die ich glaube, können uns enorm viel helfen im Umgang mit so einem Moment, wo wir uns auf so einer Straße nach Emmaus befinden. Die Geschichte fängt an mit Trauer und mit Enttäuschung. Das Leben von diesen Jüngern und der Glaube von diesen Jüngern hat sich nicht so entwickelt, wie sie das eigentlich sich vorgestellt haben. Sie haben gedacht, mit Jesus zusammen geht jetzt die Post ab. Jetzt ist der Messias da. Jetzt wird ein bisschen aufgemischt da in dem Jerusalem. Jetzt wird der Römer mal den Marsch blasen. Jetzt sehen wir mal, wer das Gott auf seiner Seite hat. Und dann stirbt er einfach. Und dann nicht irgendwie, sondern so einen schändlichen Tod, einen verpönten Tod, gekreuzigt, wie ein Verbrecher, nicht wie ein König, nicht wie ein Halbgott, nicht wie ein Messias, sondern wie irgendeiner. Und Fragen kommen auf. Stimmt das alles gar nicht? Sind wir da irgendeinem Scharlatan aufgehockt? Haben wir an ein Märchen geglaubt? Ist die ganze Sache mit dem Gott vielleicht doch nicht das Richtige für unser Leben? Nichts von Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Die Phase in unserem Leben, die Phase, wo wir Fragen und Unsicherheiten haben, sind enorm unangenehm. Und häufig hat man das Gefühl, sie seien schlecht oder sie seien falsch. Dass etwas mit mir nicht stimmt, wenn ich nicht einfach so von ganzem Herzen Halleluja glauben kann. Man hat das Gefühl, man sei auf dem falschen Weg gelandet, vom Abzweigen Richtung nirgendwo. Aber ich glaube, die Geschichte wird uns Mut machen, dass der Abschnitt gut ist. Und aus meinem eigenen Erfahren weiss ich, es ist nicht nur gut, es ist nicht nur richtig so, es ist manchmal sogar sehr lehrreich.
Häufig hat sich mein Glaube, meine Vorstellungen, mein Bild, das ich von Gott habe, mein Bild, das ich vom Leben habe, erst in dem Moment verändern, wo es an seine Grenzen gestoßen ist. Erst dann, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert nicht wirklich so, wie ich es gedacht habe, bin ich offen gewesen, um Sachen nur von einer anderen Seite her anzuschauen. Und im Nachhinein habe ich plötzlich gemerkt, vielleicht ist der Glaube doch noch mal ein bisschen anders. Vielleicht ist das Wesen von Gott doch noch mal ein bisschen anders, als ich es bis jetzt immer gemeint habe. Es kommt etwas Neues dazu. Darum heisst es ja auch schon, wortwörtlich enttäuscht, oder? Eine Täuschung ist aufgedeckt worden. Etwas, das einem glauben lassen hat, es sei auf eine Art und Weise, hat sich herausgestellt, dass es nicht so war. Und es muss gar nicht schlecht sein. Ich glaube, die Geschichte von diesen Jüngern nach Emmaus wird dir Mut machen, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinen Unsicherheiten, dass du nicht auf dem falschen Weg bist. Auf der Straße Richtung Emmaus bist du grundsätzlich in bester Gesellschaft und grundsätzlich auf einem guten Weg. Das ist die erste Etappe. Und dann kommt der zweite, wir schauen gerade ein Stück weiter. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Der zweite Abschnitt auf der Reise Richtung Emmaus ist ein komischer, ganz ehrlich. Ist einer, wenn man sich es richtig überlegt, wo irgendwie nicht so richtig aufgeht. Also wir wissen, die zwei Jünger sind unterwegs. Eigentlich kennen sie den Jesus. Er kommt zu ihnen dazu, sie reden mit ihm über das. Und dann heisst es, Jesus hat ihnen eine Schulstunde gegeben. Er hat ihnen erklärt, was in der Bibel, in dem Alten Testament geschrieben steht. Offensichtlich explizit über ihn, aber nicht nur das, sondern auch alle anderen wahrscheinlich verborgenen Geheimnisse, wo man Jesus, den Messias, entdecken kann im Alten Testament. Sie reden mit ihm über das, was sie erlebt haben. Erzählen ihm von Jesus und von dem, was passiert ist. Sie kommen von Jesus eine Theologiestunde über von Jesus, gell? Der es wissen sollte. Und sie checken es trotzdem nicht. Am Schluss nicken sie alles ab. Aber sie sind trotzdem irgendwie noch am gleichen Punkt, wo sie vorher waren. Spannend, oder? Fasst die Wahrheit eigentlich zusammen, dass man im Bild gesprochen die ganze Bibel auswendig kennen kann und trotzdem Jesus nicht begegnen kann da drinnen. Ein Beispiel ist auch der Apostel Paulus, oder? Ein Gelehrter, ein Studierter, ein Bibellehrer und trotzdem ein Christenverfolger. Beim christlichen Glauben geht es um mehr als darum, mehr Wissen anzuhäufen. Und trotzdem nimmt sich Jesus Zeit auf dieser Reise, in dem Unterwegssein mit diesen Jüngern, ihnen Sachen zu erklären. Sie mitzunehmen und zu zeigen, wie im Alten Testament ihnen eigentlich so viele Anknüpfungspunkte für den Messias schon vorhanden sind. Dass ein roter Faden durch die ganze Geschichte durchgeht und dass die ganze Bibel hinweist auf ihn. Er, was das Zentrum ist. Der Jesus, der Christus, der Erretter. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Bibel unzählige Anknüpfungspunkte gibt, damit wir einen Bezug haben, eine Verbindung herstellen von unserem Leben zu dem Glauben. Eine Verbindung von unserem Leben zu dem Gott. Die Bibel ist so einer von diesen Schlüsseln, die wir brauchen, damit sich unser Glaube weiterentwickeln kann, damit unser Glaube wachsen kann. Es ist ein Schlüssel für eine lebendige Gottesbeziehung. Und trotzdem ist es irgendwie komisch, wie geht das zusammen? Auf der einen Seite nützt alles Wissen nichts und du kannst die Bibel studiert sein und trotzdem Jesus nicht finden. Und gleichzeitig geht es ohne die Schrift irgendwie auch nicht. Ohne die Bibel funktioniert es auch nicht. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter, was nachher passiert ist. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger: Bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus.
Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander: Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Der letzte Teil von dieser Reise auf Emmaus beschreibt, wie Sachen vom Kopf ins Herz runterfallen. Es ist ein Wunder. Man kann es nicht erklären. In dem Akt vom Brotbrechen geht ihnen wie Schuppen von den Augen. Und plötzlich macht all das, was sie wissen, all das, was sie gehört haben, all das, was sie gelernt haben, macht Sinn. Es funktioniert. Es geht auf. Auch die beste Predigt, sogar wenn sie von Jesus selber kommt, kann das nicht machen, was in dem Moment ihnen passiert. Alle Erklärungen nützen nichts, wenn am Schluss nicht Gott selber an unseren Herzen wirkt, dass das, was wir wissen, dass das, was wir hören, dass das, was wir vom Glauben erfahren haben, in unser Herz, in unser Leben, innen drin kommt. Es ist etwas, das ich leider nicht erklären kann. Und ich kann es auch nicht produzieren. Und nicht ein paar nette Sachen sagen. Ein Gebet reden und dann funktioniert das schon irgendwie. Nein, es ist eine vollkommene Abhängigkeit von dem Wirken von Gott. Wenn Gott nicht durch seinen Heiligen Geist uns die Augen von unseren Herzen auftut, kann ich da vorne sagen, was ich will. Könnt ihr lesen in der Bibel so viel ihr wollt und es passiert nicht. Und in dieser Serie, das Momentum von einer Jesus-Begegnung, lassen wir uns mit dem Schritt aufs Wasser raus. Dass wir sagen, wir beschäftigen uns in diesen 4 Sündigen mit so grossen theologischen Themen, mit diesen Bildern, mit diesen Versuchen von Erklärungen, wer Jesus ist in seinem Wesen, in seiner Art, so einzigartig, so unvergleichlich. Und gleichzeitig wissen wir, egal was wir sagen, egal was wir da tun, das ist alles schön und recht, aber nicht viel mehr als ein paar nette Worte, wenn Gott nicht selber irgendetwas tut unter uns. Und darum war es unser Gebet in der Vorbereitung, unser Gebet an dem heutigen Morgen, dass Gott selber jedem Einzelnen von uns die Augen von unseren Herzen wird auftun. In dem Staunen, in dem darüber nachdenken, in dem sich Gedanken machen darüber, wer der Gott ist und was das mit meinem Leben, mit meinem Alltag könnte zu tun haben. Und so versuchen wir einzutauchen miteinander, unsere Hände aufzumachen, unsere Bereitschaft Gott gegenüber zu signalisieren und dann ein Stückchen weit auch zu warten auf das, was passieren wird. Ich will dir Mut machen, dich mit aufzumachen auf so eine Reise Richtung Emmaus heute und an den kommenden Sündigen und die Texte, die biblischen Worte auf dich wirken zu lassen. Versuchen drin hineinzutauchen, versuchen Gedanken um das herum kreisen zu lassen und Gott eine Chance zu geben, dass er ganz persönlich in dein Leben, in deinen Alltag hineinreden kann. Und das haben wir in diesen verbleibenden Minuten von dieser Predigt heute Morgen miteinander noch machen. Wir tauchen ein in einen Text aus der Offenbarung raus. Offenbarung 1, Vers 8, wo sich Jesus selber vorstellen tut. Es heisst dort, Gott, der Herr, spricht: Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Oder wie es in der anderen Übersetzung heißt: Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Als symbolisches Bild für das allumfassende Wesen von dem Jesus. Allumfassend. All die Allwörter, allmächtig, allumfassend.
Das sind Versuche von Menschen, etwas in Wort hineinzufassen, wo wir manchmal mit unseren Gedanken, mit unserem Verstand schwer begreifen können. Allumfassend. Er ist schon immer gewesen, er wird immer sein und er wird immer bleiben. Er ist alles in allem. Er erfüllt alles von seinem Kern her. Es bedeutet, dass Gott grösser ist, tiefer ist, breiter ist, weiter ist, höher ist, als wir es mit unseren Gedanken irgendwie könnten erfassen. Er ist ein Schöpfer, der am Ursprung von allem steht. Ohne ihn gibt es nichts. Er ist der jeden Tag neues Leben schenkt. Und er ist das Ziel in der Ewigkeit, wo wir uns darauf hinbewegen. Die Bibel beschreibt die Ewigkeit, die Vollendung als ein Ort der vollkommenen Gemeinschaft mit dem Gott, wo immer war, wo ist und wo immer wird bleiben. Oft, wenn es um das allumfassende Wesen von Gott geht, ist das so ein Dreiklang. Und wir werden miteinander jetzt eintauchen in Römer 11, Vers 36, wo der Dreiklang auch aufnimmt. Und wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen, jedes Einzelne, um uns Gedanken darüber zu machen, was das für uns könnte bedeuten. Römer 11, Vers 36 heisst es: Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Und alles vollendet sich in ihm. Von ihm kommt alles. Der Blick zurück lässt uns staunen. Wenn wir den Schöpfer durch die wunderbare, gewaltige und überwältigende Schöpfung sehen, dann füllt das unser Herz mit Faszination, mit Ehrfurcht, mit Staunen. Gott als den Ursprung von allem zu sehen und zu erkennen, gibt uns Sicherheit, gibt uns Ruhe in unser Leben hinein. Er hat einen guten Plan und gute Gedanken. Er hat alles im Griff. Durch ihn lebt alles. Gott überlässt die Schöpfung nicht einfach ihrem Schicksal, sondern schenkt ihr jeden Tag neu das, was sie zum Leben braucht. Jeder neue Tag, den wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Gott ist gegenwärtig in unserem alltäglichen Leben. Er ist Begleiter, er ist Helfer, er ist Tröster, er ist Mutmacher, er ist Kraftspender und noch so vieles mehr. Er ist mit uns, dort wo wir sind.
In ihm vollendet sich alles. Der Blick nach vorne gibt uns Orientierung. Ein Punkt, wo wir uns ausrichten können. Es gibt uns Hoffnung, weil etwas Gutes auf uns wartet. Und es gibt uns Gelassenheit in unserem Jetzt inne, wenn wir wissen, dass noch mehr wird kommen. Die Gewissheit von der Auferstehung und vom ewigen Leben lässt uns das Leben auf dieser Erde mit anderen Augen zu sehen. Nicht alles muss Platz haben in diesem Leben jetzt und da. Die Ewigkeit und die vollkommene Gemeinschaft mit Gott sind das Ziel, wo wir uns darauf hinbewegen. Von ihm kommt alles. Durch ihn lebt alles. Und in ihm vollendet sich alles. Er ist alles in allem. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die unglaublichen Sachen, die wir entdecken in der Bibel. Ich danke dir dafür, dass du alles gemacht hast, was du irgendwie können. Dass wir dich kennenlernen und dir begegnen können. Dass wir dir näher kommen können. Herr, ich danke dir für jedes Einzelne, das jetzt da ist oder das zugeschaltet ist über den Livestream. Du kennst es, du weißt, was es steht, du weißt, was es in seinem Leben bewegt. Und du kennst nicht nur die guten Momente von unserem Leben. Du bist nicht nur da, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern du bist auch dort bei uns, wo wir Fragen haben. Wo wir Zweifel haben. Wo wir hässig sind. Wo wir enttäuscht sind. Wo wir gehofft und geglaubt und gebetet haben, aber es ist nicht so gekommen. Du bist mit uns auf dieser Reise Richtung Emmaus. Manchmal auch dann, wenn wir es selber noch nicht einmal merken. Du lässt es nicht im Stich. Und Heiliger Geist, so laden wir dich ein, dass du unsere Herzen auftun, die Augen von unseren Herzen auftun, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt. Wir flehen vor dir, dass das, was wir in unserem Kopf oben wissen, dass das, was wir mit unseren Ohren hören und mit unseren Augen lesen, in unser Herz aber möge fallen. Dass es mehr möge sein als ein paar nette Worte. Wir bitten für die Zeit, die vor uns liegt, dass du uns begegnest. Dass du zu uns redest. Dass du uns zeigst, dass du uns meinst. Jedes Einzelne persönlich. Dass unser Herz aufgeht für dich. Und dass wir die Spuren von deinem Wirken in unserer Geschichte erkennen dürfen. Amen.